Guten Morgen und willkommen bei unserem wöchentlichen Livestream hier mit dem Johannes Wirth. Auch heute bekommen wir wieder Einblick ins Tagebuch vom Winterthurer Pastor, Pionier. Und ich freue mich sehr drauf, immer auf die halbe Stunde, die wir hier haben, am Dienstagmorgen um 10 Uhr. Und hoffe, ihr ebenfalls, ihr seid dabei mit euren Fragen und Kommentaren oder einfach, dass ihr mitgeht mit dem, was eben der Johannes beschäftigt. Ihr könnt über Facebook oder auch über YouTube direkt eure Fragen reintöckeln und nachher werden wir die gerne Johannes Wirth direkt stellen. Aber zuerst, Gang wie Gang, ihr kennt es schon ein bisschen, gibt er jetzt mal so ein bisschen einen Eindruck, was er in den letzten Tagen erlebt hat mit seinem Tagebuch. Bis so gut, Johannes. Danke vielmals, Flo. Herzlich willkommen auf meiner Seite. Mich selber führen, mein Leben überprüfen, meinem Leben die Richtung zu geben, Korrekturen vornehmen. Um das geht es heute. Willkommen in meinem Tagebuch von den letzten 7 Tagen. Ich fange mit meinem Tiefpunkt an in der letzten Woche. Mittwoch, 7.4. Mein Nervositätstick mit dem Schnupfen setzt mir, aber auch Erika zu. Auch meinem Umfeld bleibt dieser Tick nicht verborgen. Schon meine Mutter hatte Ticks. Und ich? Es stört mich. Stört andere. Ich geniere mich und ich kann nichts dagegen tun. Zusammen mit den starken Schulterschmerzen und dem Knie, das nun auch 1,5 Jahre nach der großen OP schlechter ist denn je, fühle ich mich schon stark zurückgebunden. Wie gehe ich damit um? Macht mir Mühe. Ja, meiner Seele geht's recht gut. An meinem Körper. Die Baustellen sind wirklich für mich stark eingrenzend. Das ist die grosse Frage, wie ich damit umgehe. Ob ich mich abreißen lasse, ob ich in eine Negativspirale nie gerate. Letzte Woche habe ich beide Timotheusbriefe gelesen. Der Paulus ermahnt seinen Sohn, den Timotheus, an verschiedenen Stellen auf sich selber Acht zu geben. Auf mich selber Acht geben. Selbstführung ist immer wieder ein grosses Thema in meinem Leben. Aber nicht nur in meinem Leben, ich denke, es ist ein Thema im Leben von jedem Menschen. Das Leben immer wieder überprüfen und ihm die richtige Richtung zu geben. So gehen wir weiter in meine Einträgungen von der letzten Woche. Donnerstag, 8. April, 1. Timotheus 6,20. Lieber Timotheus, bewahre das kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Wie kann ich auf mich selber achten? Wie kann ich das, was mir anvertraut ist, mit aller Sorgfalt bewahren? Indem ich mich selber führe. Einen Tag später ist es dann weitergegangen mit dem Timotheusbrief mit folgendem Eintrag. Freitag, 9. April, 2. Timotheus 2,22. Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Besonders junge Leute, auch ich, muss immer wieder vorsichtig sein, dass ich weder von meinen Leidenschaften noch von meinen schwankenden Gefühlen mich fortreißen lasse. Weiter im Tagebuch. Das hat mit Selbstführung zu tun. Selbstführung, aber wie? Ich habe in meinem Buch Ungeschminkt etliches dazu geschrieben, darüber, was für Tools ich zur Selbstführung nutze. Hier in meinem heutigen Text an 3,16 steht etwas ganz Wichtiges, das ich im Buch so nicht aufgeführt habe. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht
zu einem Leben nach Gottes Willen. Soweit aus meinem Tagebuch. Was für Aussagen in dem letzten Text, den ich gelesen habe. Schauen wir uns den Text einmal an. Zuerst steht der Nutzen der Schrift. Kennst du den Nutzen von der Heiligen Schrift? Kennst du den Nutzen von der Bibel? Oder ist deine stille Zeit dermaßen still? Oder meistens nur Pflicht? Was ist denn jetzt der Nutzen? Was steht in dem Text, den ich gelesen habe? Was ist der Nutzen von der Heiligen Schrift? Zuerst steht im Text, unterrichtet in der Wahrheit. Wenn wir die Wahrheit wissen wollen. Wie unterrichtet sie in der Wahrheit? Das ist die nächste Aussage da drin. Deckt Schuld auf. Was hat jetzt Schuld aufdecken mit Selbstführung zu tun? Sehr viel. Denn Selbstführung fängt immer wieder damit an, dass wir uns fragen, wo wir in Teilbereichen von unserem Weg dran sind, den falschen Weg einzuschlagen oder schon auf dem falschen Weg sind. Wenn wir das Wort Gottes mit offenem Herz lesen, zeigt es uns, wo wir uns verrennt haben, wo wir uns verirrt haben oder eben, wo wir Schuld auf uns geladen haben, wo wir die falsche Wegkreuzung genommen haben. Das nächste, was im Text, im kurzen Text steht, heisst, bringt auf den richtigen Weg. Wenn das Wort uns klar wird, wo wir auf dem falschen Weg gelandet sind oder in der Gefahr dazu stehen, dann bringt uns das Wort, wenn wir es umsetzen wollen, vorausgesetzt, auf den richtigen Weg zurück. Noch das Letzte, was ihnen steht. Und er zieht zu uns und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Erziehen? Hallo? Jetzt bin ich 66 und ein bisschen Lebenserfahrung habe ich auch. Brauche ich dann noch Erziehung? Schwieriges Wort, he? Ich brauche Klarheit. Ich brauche Schärfe. Und das ist im Wort Gottes drin. Aber ich brauche Ermutigung. Mein momentanes Beispiel. Wenn die Baustellen an meinem Körper mich abreißen wollen, Undankbarkeit, Groll, ein bisschen eine Verzweiflung, die sich breit machen, wenn die Abwärtsspirale kommt, meine Unzufriedenheit an die Oberfläche gespült wird, dann ruft mir der Psalmist zu, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Eigentlich ist der Text ist eine Aufforderung. Es ist fast im Befehlston geschrieben. Lobe den Herrn meine Seele. Hey, jetzt ist fertig. Nicht mehr abwärts, sondern wieder aufwärts. Denk daran, was Gott alles Gutes da hat in deinem Leben. Und fang mal an danken. So simpel und so ein riesiges Geheimnis. Ich brauche Klarheit vom Wort Gottes und mich immer wieder justieren lässt, mein Leben. Ein anderes Beispiel. Das hat mit etwas zu tun, ich auch schon darüber geredet habe. Ein Dauerbrenner von mir. Immer wieder. Es hat mit Hunger von meiner Seele zu tun. Wenn ich in einer von meiner inneren Hungersanfälle bekomme und in der Gefahr stehe, mich irgendwo in Futterkrippen das Essen zu holen, das Futter zu holen, das doch nicht satt macht, sondern im Gegenteil noch leer macht, dann kommt das Wort Gottes wieder zu mir. In so vielen Beispielen in der Bibel. Zum Beispiel beim Abraham. Ich sehe dann, wie er in der Hungersnot nach Ägypten geflüchtet ist und wieder hat müssen umkehren. Und es erinnert mich daran, dass ich nicht in meinen Ägypten, meine Seele satt wird. Und ich werde wieder hinterfragt in meinem Leben und hingewiesen, umzukehren, dort meine Seele zu füllen, wo es wirklich zu essen gibt. Selbstführung. Mein eigenes Leben leiten. Mich nicht treiben lassen, sondern immer wieder ehrlich anzuschauen und Korrekturen vorzunehmen. Ich mache das regelmäßig.
nebst anderen Tools oder Werkzeugen, ist mein Stärkste, mit offenem Herzen da drin hineinzulesen. Und zwar nicht für andere, sondern für mich persönlich. Das auf mich zu wirken zu lassen. Und dann auch wirklich danach zu handeln. Ich wünsche das von ganzem Herzen. Danke vielmals, Johannes, einmal mehr für deine Offenheit über die verschiedenen Ticks, die du hast geredet, auch Schwächen, aber auch die Weg, wie du dann versuchst, die Bibel zu nehmen, direkt, den Königsweg, den du da beschrieben hast, wenn du wirklich dort hier hergehst und dich unterrichten und erziehen und alles drum und dran, wie du das jetzt beschrieben hast. Ja, es ist so genial und es ist auch ein Thema, das ich so immer wieder spannend finde, dass die Kunst, sich selber zu führen, das, was du heute hast in den Fokus hineingenommen hast, weil dort fängt es ja an, wenn ich weiterleiten will, du schreibst in deinem Buch in einem ganzen Teil über die Selbstführung, das ist so der Teil 2, Selbstführung, Lebensgestaltung, und dort hier erwähnst du gerade am Anfang auch zum Beispiel der 360-Grad-Leiter, wo der Bill Hybels ja sehr geprägt hat. Also Navigationshilfe für Leiter, das Buch «Mutig führen». Und da erwähnst du das so ein bisschen, also sich selber dort fängt es an, aber erzähl doch auch noch ein bisschen, was das dann für eine Auswirkung hat, eigentlich von diesem Ausgangspunkt 360 Grad leiten. Was meint er damit? 360 Tage leiten meint er nicht nur so 180 Grad die anderen leiten, sondern eigentlich zuerst sich selber zu leiten. Selber den Lebensfluss zu überprüfen, selber sein Leben zu gestalten, selber sein Leben mit Gottes Hilfe in den Griff zu bekommen, den richtigen Lebensfluss zu geben. Und aus dem heraus, aus dieser inneren Sicherheit, aus dem selber führen, selber auch wissen, dass man fehlerhaft ist, selber auch wissen, wo man muss auf sich selber aufpassen, aus dem heraus wird man viel milder, andere Menschen zu führen. Aus dem heraus wächst auch die Autorität, andere Menschen zu führen. Eine natürliche Autorität. Dann braucht es nicht irgendwo so etwas Komisches, so etwas Erzwungenes, sondern man kann aus einer inneren Autorität, aus dem eigenen Erleben, aus dem eigenen heraus weiterleiten an andere Menschen. Ja, genau. Und was vielleicht jetzt auch noch spannend wäre, als ein weiteres Tool einfach mal zum Vorstellen. Wir haben ja schon über das Tagebuch geredet, wir haben über andere Wege geredet. Du hast die Bibel noch einmal erwähnt, als das Wichtigste in diesem Werkzeugkasten. So. Ein Punkt, den ich gerne mal ansprechen möchte, ist bei dir das Kapitel 15 im Buch Sabbatbraut, nennst du das? Also Sabbat. Ja, das finde ich eben auch. Und ich glaube, wir haben kaum angefangen über das geredet und das würde ich sehr gerne noch ein bisschen reinbringen. Was bedeutet das für dich? Das ist mir enorm wichtig, nachdem ich vor vielleicht 15 Jahren einen Nervenzusammenbruch hatte, habe ich gewusst, so kann es nicht weitergehen in meinem Leben. Ich habe viel gearbeitet, ich habe auch nachher viel gearbeitet, aber ich habe gemerkt, dass das, was Gott angeordnet hat, der Schabbat, der Freitag, wirklich den Freitag zu nehmen, was heisst, du sollst nicht arbeiten und du sollst ruhen. Und ich habe mich angefangen mit dem Schabbat auseinanderzusetzen und habe gesehen, dass die Juden den Schabbat wie eine Brut willkommen heissen. Der Freitag. Und ich habe von dem Moment, wo ich das entdeckt habe, angefangen, jede Woche wirklich 24 Stunden frei zu machen. Und zwar vom Abend an bis am anderen Abend. Und das ist auch nochmal das Geheimnis. Vom Abend bis am anderen Abend. Warum ein Geheimnis? Weil am Abend nach dem Schabbat denkt man schon wieder am nächsten Tag, oder? Und wenn man es nur vom Morgen bis zum Abend macht, dann ist es schwierig. Aber von Abend bis Abend gibt es wirklich 24 Stunden und so hat uns Gott geschaffen. Und wenn wir da aufpassen und nicht meinen, wir müssen dann noch weiss ich was alles machen und weiss ich, wo überall hinrennen. Darum gibt es ja bei den Juden den Schabbatweg. Der ist begrenzt. Du kannst nicht einfach überall hin. Und den Schabbat so feiern, hey, dann können wir viel schaffen. Auch 6 Tage sogar schaffen und das Leben funktioniert. Ja, da kann ich noch sehr viel lernen, ganz ehrlich. Das fordert mich so aus. Es hat mich nämlich auch sehr beeindruckt, als ich selber in Israel war, im
Ende 19, Mhm. also noch vor Corona, das zu sehen mit die Ernsthaftigkeit, wie sie das auch begehen, oder? Wir haben Ja. dann hier zusammen das erlebt, auch das Fest bei Klagemauer, Schabbat und wie einfach, also das ist wirklich heilig eben dann für Ja. sie. Und Ja. wie sieht das bei uns aus? Ich glaube, die Frage können wir einfach heute Morgen auch mal so stehen. Wie sieht das Ja. bei jeder, der hier zulässt, vielleicht auch aus? Genau. Also, Jesus war ja ganz Jude gewesen, oder? Und er hat den Schabbat gefeiert, oder? Das Schabbat-Essen am Freitagabend mit Freunden, mit der Familie, einfach das Essen und dann in die Synagoge gehen, oder? In die Kirche gehen. Und dann aber auch mit der Familie Zeit verbringen, mit Gott Zeit verbringen und sich erholen. Das ist Schabbat. Wunderbar. Ich habe noch ganz vergessen zu sagen, jetzt nach dem, dass du uns ein bisschen hast vom Tagebuch erzählt, noch einmal darauf aufmerksam zu machen. Ihr könnt natürlich immer noch Fragen stellen. Es ist gerade 10:04 und es sind immer noch 15 Minuten, die wir sicher werden zusammen hier verbringen in unserem Livestream, der Johannes Wirth und ich. Also nutzt doch gerne die Gelegenheit, stellt gerade eure Frage auf Facebook, auf YouTube, etwas, was euch vielleicht unabhängig vom Thema Selbstführung unter den Nägeln brennt. Genau. Egal, wir sind offen, wir sind frei, über die Themen zu reden, die wirklich jetzt euch gerade interessieren, heute an diesem Dienstagmorgen. Und etwas, was mich zum Beispiel noch gerade interessiert, Johannes, aus Aktualitätsgründen, da kommen wir ein bisschen weg von deinem Was kommt jetzt? Hauptfokus. Jetzt ist ja morgen wieder so ein Tag, wo man ein bisschen darauf herplant, oder? Wir alle. Der Bundesratsentscheid, der wieder kommt, wie es weitergeht mit den Massnahmen. Ist das für dich auch so, dass du ein bisschen darauf her Spannung aufbaust und denkst, oh, was machen sie eigentlich jetzt? Alle tun ein bisschen noch ihre Meinung und ihre Forderung platzieren, hat man das Gefühl, und jetzt hat der Bundesrat, der morgen entscheidet. Ja, es ist eine riesige Spannung, oder? Ich meine, ich habe es satt, oder? Ich meine, da bin ich ganz ehrlich, ich kann nicht mehr, oder? Und trotzdem muss ich mich halt darunter stellen. Ich meine, am Sonntag bin ich auch bei uns als Besucher in der Kirche gewesen, in meiner Heimatkirche zu Winterthur. Das war ein fantastischer Song gewesen, oder? Und da kannst du nicht mitsingen, oder? Und nachher, wenn es fertig ist, kannst du nicht zu Mittag essen und nichts. Und Zeb und dies und jenes, die zwischenmenschlichen Beziehungen, oder? Geht nicht nur um Kirche, aber Kirche ist zwischenmenschliche Beziehungen. Kirche ist Gemeinschaft. Wenn du die Gemeinschaft nicht leben kannst, ist es einfach Elend. Aber auch viele andere Bereiche, viele Menschen, die leiden, letztens so jemand vermittelt, die Jugendpsychiatrie, die sind voll, du bringst niemanden mehr rein. Und da muss jetzt etwas gehen. Und trotzdem muss ich mich unterordnen. Mit ein bisschen Murren und ein bisschen Widerwillen. Ja. Ja, das ist ja jetzt so ein bisschen zum Ausdruck gekommen in dieser Mitteilung gestern vom Freikirchenverband, freikirche.ch, wo das Wiedereinführen vom Singen eben auch fordert. Ja. Also da redest du für ganz viele, die einfach merken, hey, das Gottesdiensterlebnis, das hat so einen riesen Einbuß, wenn einfach das nicht mehr kann sein kann. Ja, da fehlt so etwas Entscheidendes, aber wir wissen, so in anderen Lebensbereichen fehlt viel Entscheidendes. Und ja, jetzt sind wir gespannt, was da rauskommt, auch zu diesem Thema. Du bist ja selber dort auch drinnen im Vorstand, gell, beim Verband? Ich bin nicht im Vorstand drin, aber ich leite das Kommunikationsteam von der Freikirchenverband. Okay. Und darum weiss ich etwa, was kommuniziert wird und was uns beschäftigt. Und wenn man denkt, ja, der Freikirchenverband macht nichts, oder? Die einfach nicken, man macht es schon, oder? Aber man kann nicht mit... es gibt andere, die machen viel Druck und wir versuchen es auf eine positive Art und Weise zu machen. Aber trotzdem, also, ja, ist es wichtig. Genau. Jetzt ist eine Frage reingekommen, gerade von der Brigitte Meyer, die auf Facebook geschrieben hat, Gott ist der Sabbat heilig. Wann ist der Tag? Wann ist der Sabbat? Ist es der Samstag, der Sonntag oder mein selbstbestimmter freier Tag, irgendein Tag der Woche? Eine sehr gute Frage, Brigitte. Danke vielmals. Jesus sagt ja, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist einmal für mich etwas. Und ich meine, ich als Pastor, ich habe den Sonntag bis am Montagabend ist mein Sabbat. Und es spielt keine Rolle, welchen Tag du als Schabbat nimmst.
Entscheidend ist, das ist meine Meinung und meine Sicht, entscheidend ist, dass es wirklich regelmäßig ist. Wenn irgendwie möglich, jeden 7. Tag frei. Weil so hat der allmächtige Gott bei der Schöpfung geruht. Also spielt keine Rolle, wann, aber in einer Regelmäßigkeit. Sehr gut. Ich nehme an, das ist gut beantwortet für Brigitte und sonst wird sie sich dann noch einmal melden können. Genau. Aber die Frage, denke ich, ist soweit geklärt. Genau, ich tue gerne an dieser Stelle einfach auch noch einmal darauf hinweisen, auf das Buch von Johannes Wirth, wo das natürlich alles vertiefen, die verschiedenen Werkzeuge auch, die man dort hier kennenlernen kann. Das ist auch die Frage von zum Beispiel Lebensmottos, die die durchtragen, oder Lebensabschnittsmottos, die du zum Teil dort erwähnst, haben wir an einem anderen Dienstag auch schon darüber geredet, gell, was die für eine Kraft haben, was Worte generell für eine Kraft können haben. Also ich kann euch sehr empfehlen, auch das Buch einmal zu bestellen und dort hier drin noch weiter zu vertiefen zu diesen verschiedenen Fragen. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, für heute, Johannes, ja, sind wir dort an einem guten Punkt angekommen. Selbstführung geht weiter, gell? Jeden Tag wieder entscheidet sich zuerst bei dem, was wir machen. Nehmen wir sie die Hand, wieder unser Buch, wo uns dort so viel kann unterrichten und erziehen. Merci vielmals für einmal mehr den ehrlichen und offenen Einblick in dein Leben, Johannes Wirth. Danke auch für euch, die habt zugeschaut. Gerne könnt ihr auch jetzt unter der Woche schon bis nächsten Dienstag wieder Fragen reingeben. Ihr könnt auch einfach ein Mail schreiben an redaktion@livenet.ch. Wenn euch das lieber ist, kein Problem, teilen Sie vielleicht nicht so gerne auf Facebook, YouTube und so weiter, dann schreibt uns doch ein Mail auf redaktion@livenet.ch und das kommt ganz sicher auch am richtigen Ort an. Und dann habt ihr alle eure Möglichkeit, denke ich, für wirkliche Fragen zu deponieren. Danke noch einmal vielmals für euer Interesse. Einen schönen Tag. Tschüss zusammen, macht's gut. Tschüss, ja, einen schönen Ciao.